Es kennt das ganze Jahr, sondern Babidi Puppe. Babidi Puppe, Guanciale, Stacazzo. Babene. Babene. Stracciatella. Einmal das Strunz am Kopf. Strunz. Schnibbel die Pippen. Schnippel die Kippen. Zeig mal die Titten. Ich stehe auf Fritten. Tschüss. Weißt du nicht davon? Was? Was? Du hier nicht in Hollywood? Ich trink schon wieder. Ich hab leider nicht verstanden. Das ist einfach das jetzt unser Intro. Spezi-Wirtschaft. Scheißegal, du bist dann trinken wir erst mal. Okay. Ist mittlerweile Sowieso jetzt mit derselbe Scheiße am Anfang. Was sind das eigentlich? Lass mal was Neues von, du fetter Idiot. Wen meinst du jetzt? Was sei nicht? Ja. Ein Drachen. Spider-Man-Meme. Spider-Man. So. Ist noch nicht so recht lang her, wenn wir es jetzt mit zusammenkommen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Haben wir heute wieder ein Thema dabei, von dem wir keine Ahnung haben, aber trotzdem drüber reden sollten. Finanzpolitik vom indonesischen 50er-Jahre-Markt. War ganz weit. Und die Entwicklung in Verbindung mit künstlicher Intelligenz bis 2050. Florian, du fängst an. Ich hab das nicht ganz umrissen. Oder? Bist du überhaupt anwesend? Nein, das war mir zu lang. Einfach, das war viel Themen. Ja, Sätze mit mir über 8 Wörter, ich weiß, das überfordern die meisten. Du kannst es uns aber erklären. Ja, wie denn? Ja, probier's. Keine Ahnung, Ja, schwarze erklären Mikro. wir- Erklär bitte irgendwas. Ja, schwarze Mikro vorbei. Ja gut, das Erklär, kann ich. wie Wie man nicht das Mikro schmatzt, das kann ich. erklär's, warum letztes Mal dein Mikro so kalt hat. Weil das Kabel nicht richtig drin war. Tatsächlich. Das war nicht mein Fehler. Das war übrigens mal Wenn was du zum es Nachschauen. so erklärst, dann Also schauen wir jetzt erst noch. Ich glaube, das Kaffee ist drin, ja. Machen wir lieber mal so, das habe ich vergessen, hoppala. yes, Das ist sowieso wurscht, das ist eine Spotify-Folge. die brauchen nichts. Das sind eh wieder, was weiß ich, 1000 Leute, die nicht schauen, sondern bloß hören. Eigentlich sollte man da eine Viertelstunde am Anfang ins Mikrofon einscheißen. Oder das gar ist nichts. lustig. Wir machen wir einfach die Folge wieder. Machen ohne- wir einfach wieder Silent-Folge und sagen wir das. Oh, scheiße, da ist irgendwas kaputt gegangen, keine Ahnung. Geht nur in Scheiß Kombi, Spotify. Geht nur auf YouTube. Ja, Dann schreiben wir uns wenigstens leid. ja. Wir haben keine einzige E-Mail auf Und alle, die es auf YouTube schauen, flamet so mal ein bisschen Spotify-Leute zusammen. So. Und dieser. Dieser ist nämlich ganz schlimm. Haben wir überhaupt Hörer auf Ich glaube, diese? 3. Ich Wir weiß haben nicht. bei uns im Podcast tatsächlich ist der dieser sogar auf der, ich glaube auf dem 3. Platz. Ich kenne einen Menschen, der dieser Ich hat. wollte gerade sagen, wer benutzt diese, Alter? Wie gesagt, Sie kennen einen. Wer benutzt in der Welt Genau, von Spotify diese? Was kosten diese? Weißt du das etwa? Dasselbe, glaube ich, oder? Da Also käme ich überhaupt ein nicht raus. Ja? Ich habe gar nicht gewusst, dass Ah, dieser gibt. Spotify hat die Preise, gell? Habt ihr schon zugestimmt? Was? Nein. Ich Zahlt Bürgerin. None of my business. Nein, Das ist das Einzige, was ich sage. Ich bin der richtige Nomade in allem. Cool. Wirklich in Da allem. haben wir letztes Mal auch drüber geredet, Ja. zwecks Ja, YouTube diese. und auch zwecks YouTube und Premium. Und dann hat jemand lustigerweise, an das habe ich gar nicht gedacht, wenn wir letztes Mal drüber geredet haben, wie viel Premium kostet. Also ich halte halt 11,99 € ist einfach zu viel für YouTube. Das ist einfach... Wenn man Apple hat, dann. Genau das. Und dann hat er noch drunter geschrieben, YouTube Premium kostet 16,99 €. Ich sag, tja, wenn man ein iPhone hat, dann schon. Es ist so geil. Warum verlangen die da Gut, ich mehr? mein- Es ist, weil, also ich kann es nicht nachvollziehen, aber erstens, weil es halt Apple ist, das ist jetzt die große Bildüberschrift, die Aber ich es ist in die Welt mit trage. den 16 €. Nein, du kriegst genau dasselbe, aber das ist ja über den Apple Store, oder wie heißt denn der? Und Apple zirkt sie von jedem Purchase irgendwie 30% oder so und das schlägt YouTube halt einfach eiskalt drauf. Also müssen die kurz rechnen, 12 € auf 17 €, haben aber nicht 30%. Ja, es ist anders. Ja, grob, aber ein bisschen mehr. Ja, bei den Apple-Like kann man es mal, da war es einfach auch, der YouTube-Sepp, ja, der hat das Geld, das ist eh wurscht. Ja. Das ist einfach, Ja. ja. Soll mir Urlaube und Co. auch nicht übersetzen. Darum gibt es einen absoluten Pro-Tipp an jeden iPhone und gut, wer einen Mac daheim stehen hat, bei dem ist wirklich wurscht, der kann sich die 17 € auch leisten. Ich Geht's glaube, ich mit spende einem. zusätzlich nur über den 5 von YouTube. Ja, Weil es du denkst ja einfach, dass die Das passt Großkonzerne, schon. Nimm 20. die nehmen Rücksicht auf mich. eben, ja. Das ist Das ist okay, da schön, kann man ja. schon mal eine buttern. Das ist gut. Eine Die müssen Butter- ja Eine Butter ist Die müssen immer ja gut. überall so viel Steuern auch zahlen. Ja. Halt doch nicht.
Ah, doch nicht. Ja, die sitzen ja auch in Deutschland und Co. Ich weiß nicht, wo Apple war. Denn Apple einen Sitz, wenn es da irgendwas kauft, auch in Irland wahrscheinlich, oder? In Ja, Europa. Das ist schon. wahrscheinlich das Glaub Schlauste, was du tun kannst, oder sitzt nämlich YouTube auch. Das wird schon irgendeinen Grund haben, ich weiß nicht welchen, Da aber gibt es eine recht geile Rede von Martin Sonneborn, der sitzt ja im EU. das ist der Parteityp, Ja, oder? genau. Ja. Und er hat eigentlich seine Reden nur mit oder mit alle Leute halt aufgeschissen. Und da gibt es auch eine über diese Steuerthematik mit den Großkonzernen. Müsst ihr mal googeln, die ist, oder auf Da mich schauen. interessieren, was ist eigentlich schön mal witzig, wenn der irgendwelche Sachen Ja, verzeiht. ist super. Ich kann jetzt Wählt mit die großen Scheiß Partei. Sie ist sehr gut. Ja. Sehr gut. Sehr voll. Ja, dann muss ich sagen, hat er mich schon. sagen. Was würde Jesus wählen? Was würde Jesus wählen? Keine Ahnung. Heimreise statt Einreise. Den PD. Wahrscheinlich. In der damaligen Zeit wahrscheinlich schon. Ich weiß auch nicht. Damals war es noch groß. Auf alle Fälle, der Pro-Tipp ist der, wenn du ein iPhone hast, geh daheim an deinem normalen Windows-PC. Oder bei deinem Spezi auf dem Android-Handy. Geh da rein und kauf dir da, wenn du das vorhast, YouTube Premium oder sonst irgendwas. Für dein Spezi. Für dein Spezi. Das ist gut. Weil es die nur abziehen. Es ist halt so geil. Und offensichtlich wissen das die Leute auch nicht. So, die meinen so, das ist so. Das kostet 17 Euro. Oh, fuck you. Das 17 Euro kostet. Du suchst dabei, wir unterhalten uns dabei über Chernobyl. Zum Beispiel. Was war da so los? Da haben wir auch keine Ahnung. Da bin ich 2 Monate später auf die Welt gesteppt. Gibt es ja nicht sogar mittlerweile, oder irgendwas habe ich da gelesen, dass das sogar so Tourismus hier gibt? So Jochen Schweizer-mäßig. Nein, Red Bull, sponsored bei Red Bull. Premiums. Also Premium Light, 7,99 Das ist nein, ja. und 15,99 Premium. Kostet 16 Euro, okay. Ja. Kaufst du schnell? Auf gar keinen Fall. Ja, das ist einfach, mit iPhone ist das so. Mich würde jetzt interessieren, du hast einen Google-Account? Ja. Ja, mich würde jetzt interessieren, wenn du mit dem Google-Account auf einem Windows-Rechner einloggst und auf dem Windows-Rechner dann nachschaust, was das YouTube Premium kostet, ob es dann 12 Euro kostet oder 16. Muss ich jetzt heimfahren. Dann los nicht schnell. Ja, es los schaut schnell nicht. Computer hier. Ja, ich weiß leider mein Ding nicht. Ich habe leider einen schlauen PC, der weiß für mich. Passwort. Ja, da haben Also wir die E-Mail ist das Problem. Das Passwort weiß ich. haben wir instant wieder bei künstlicher Intelligenz. Ich befasse mich gerade ein bisschen wieder damit und benutze es. Es ist wirklich ein... Intelligenz. Ich benutze mir der eigene. Na, zu was? Das wird mehr als hergeschissen. Jetzt wird es abgenommen. Mittlerweile ist es so weit, dass ich nur ins Mikrofon schmatzen muss und 5 Sekunden später habe ich den Text, den ich haben will. Oder hauptsächlich geht es um Programmiercode. Das ist das Allerkrasseste einfach. Mittlerweile benutze ich den ganzen Monitor nur dafür, dass ChatGPT aufhört, programmieren wir die Funktion so und so und so. Okay, danke. Da habe ich früher, weiß ich nicht, eine halbe Stunde mal angeschissen, Steuerung C, Steuerung V, fertig. Und so Bildergenerierungsdinger wie Leonardo AI. Gibt es und keine so, Bezahlversion fürs ChatGPT, oder? Was kosten die? Was ist das? Ah, shit, nein, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das geht. Bin mir nicht sicher. Also bei der Leonardo AI, weiß ich, es ist so ein Bildgenerierungsding. Da geht es nicht, du zahlst und dann kannst du das einen Monat lang nutzen, sondern so nach Tokens. Ähnlich wie in Mobile Games. Und das fuckt mich anders so. sonst hätte ich es einmal einen Monat, hätte ich es einmal ausprobiert, mal mit der Bilder-KI zum Spielen, weil das Ding richtig krass ist. Aber so ist, je nachdem, wie aufwendig das Beutel ist, das du generieren lässt, desto mehr Token verbraucht es. Und ich glaube, das ist wie ein gefährliches Halbwissen, dann werden wir mit die Kommentare wieder angeschissen. 8000 Tokens, 10 Euro. Und ich sage jetzt einmal, so ein mittelmäßiges Beutel kostet so 10 Tokens ungefähr. Und du probierst halt da viel umeinander. Und dann pulvert es die halt ziemlich durch. Okay. Und weil du halt nicht aufs erste Mal das Ergebnis kriegst, was du haben willst und so, und dann probierst du rum, bis du schaust, bumm, 1000 Token weg. Tolle Wurst. Und umsonst kriegst du am Tag 150. Ja, da kannst du mal ein paar Beta rauslassen, kannst ein bisschen spielen und am nächsten Tag wieder. Das ist ganz witzig. Aber was ChatGPT kostet, weiß ich nicht. Und ich glaube, da ist es aber auch so, die Bezahlversion kostet nach Word Count. Das heißt also pro Wort ein Token oder 0,01 Token oder irgend so ein Scheiß. Und dann hast du ein bestimmtes Kontingent, das du da kaufst. Glaube ich. Deswegen machen die immer so ausführliche Texte. Wer? ChatGPT. Ganz ehrlich, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich schreibt Das er ist da einfach nur so ein paar einfach, du Texte. Vollidiot Nein, die da. haben- Google erstes Ergebnis. Musst du dazu schreiben, halt dich kurz. Nicht Halt dich kurz. Nicht Flocki-Style beim Erklären, sondern halt dich kurz. Arschloch. Da ist Kannst einen auch, Haufen Tokens kassieren. Sporen. Kassieren. Ja, nicht Sporen. Da ist Ja, auch wieder. Kann man bei dir jetzt nicht einkaufen? Ich kann es bei mir richtig Kann man bei einkaufen. dir endlich einmal einkaufen? Nein, erst im Frühjahr. Also nicht so Dann reden wir schlimm. dann nochmal drüber. Okay. Ja, erst im Frühjahr. Da hat es eine ganz krasse Neuerung gegeben bei ChatGPT, und zwar greift es jetzt aufs Internet zu, soweit möglich, und sonst ist das immer bis Ende 2021, also auf dem Stand des Internets von Ende 2021 die Antworten basiert. Und wenn du das irgendwie gefragt hast, keine Ahnung, wie war
was weiß ich denn, wie hat Manchester gegen Chelsea letztes Jahr im August gespielt, dann hast du gesagt, ich kann nicht, weil 2021 und das tut es jetzt nicht mehr. Verarschen nicht so, weil die übernehmen uns irgendwann alle. Ja, es wird vielleicht schon krass. Die. Es wird vielleicht schon krass beängstigend. Ich sage, also am meisten fasziniert mich momentan diese Leonardo AI, weil was das Battle macht, das ist völlig gestörte Scheiße. Und da denke ich mir dann so, da vorne liegt es kommen wir später dazu. Da muss ich immer an Chris, an die Comiczeichnerei denken. Wir haben doch einmal angefangen, so eine Webserie zu machen. Ja. Und es ist halt völlig, der Aufwand ist einfach so utopisch, dass du den Tosen scheißt. Und dann habe ich mich mit dem Ding ein bisschen gespielt und dann hat das Battle rausgekratzt, wo ich mir gedacht habe, boah, leck, Alter, ich flippe aus. Ich flippe aus mit dem, was machbar. Mit überschaubarem Aufwand und so. Du musst ja genug Token haben. Das, ja, die darf ich mir dann auch leisten, wenn ich weiß, ich bin fertig irgendwann, aber vorher spiele ich mich halt damit, Erfahrungen sammeln, bla bla bla. Das Einzige, was nicht kann, konstante Charaktere zeichnen. Das heißt, zeichnet mir, keine Ahnung, nehmen wir einen Trachtmann als Beispiel mit Lederhosen und wie er halt ausschaut, beschreibst du den und dann zeichnet der dir einmal ein Beutel so, genauso möchte ich ihn haben. Und dann sagst jetzt nimmst du den Charakter und zeichnest mir in einer anderen Szene, wo er, keine Ahnung, mit einer Bierkanone umeinander schießt, dann schaut er immer leicht anders aus. Okay. Dann hat er auf einmal andere Jacken an, dann hat er auf einmal ein Logo auf der Jacken, blaus und dann rot und das Gesicht schaut ein bisschen anders an. Das kannst du nicht sagen, nimm eins, du einfach den Scheißcharakter und ergänzt noch um nichts. Das lernt er schon. Und auf das warte ich. Und wenn das soweit ist, dann kommt unsere Serie, das garantiere ich dir. Speziwirtschaft, oder? Ja, Speziwirtschaft. Speziwirtschaft. Das wird die gute. Florian erklärt die Welt. Dann werde ich mich hinsetzen und werde es ausprobieren. Ich hätte jetzt ja gerade gesagt, man kann mir das ja gerne als Short-Ding benutzen. Florian erklärt die Welt, aber es war noch keine Shorts, das ist das Thema. Es war halt long. Florian, Ich mach's auf dem Long-Term. erklär, wie du dir vorstellst, wie jemand so ein Comic-Heftel von Anfang bis Ende konzipiert in 60 Sekunden. Los. Ich hol mir was zum Essen. Ein Comic-Heftel, okay. Du überlegst dir die Geschichte. Ja, was soll ich machen? Du überlegst dir die Geschichte und dann fangst du halt an, das dann so in Bulken zu machen. So ganz einfach, schnell. Und dann ausmalen. So. Alter, jetzt hätte ich wirklich fast durchgespielt. Warum Alter, mich? fast. Ja, weil ich da umgeschaut habe steht gerade. das bei- So, ich rieche, wenn er seine Scheiße labert. Alter, der Chris sagt daheim, dem dreht die Zehennägel wahrscheinlich ab, dem hat schon abgefallen wahrscheinlich, wenn er das hört. Was Und dann mal er weiter aus. Und dann malen wir weiter aus. Mal noch sagen. Scheiß Flo! Da muss er doch geschehen. Oh, weil jetzt muss ich ausmalen auch noch. Oh Gott. Oh Gott. Schön. Ah, Das war's schon wieder. So, das war's schon wieder. Ja, nicht schlecht, Florian. Ich hab was Trauriges gehört. Der Bruce Willis ist offensichtlich so dement jetzt, dass man nicht mehr mit ihm richtig kommunizieren kann. Ja, das war. Und da ist Schluss. Stimmt, Da ist wahrscheinlich was Schluss, habe ich irgendwie mitgekriegt. Das ist sehr schade. Das ist, glaube ich, schon seit vor 2 Jahren oder so, glaube ich, die erste Meldung. Ja, ich habe es auch schon von einer Zeit lang schon mitgehört, dass es ihm nicht so wirklich gut geht. Und gut, die letzten Filme waren ein absoluter Dreck, aber gut, ist ja vollkommen wurscht. Aber ich finde, dass er, wie soll ich sagen, hat schon einen Platz in meinem Herzen für die Actionfilme aus den 90ern. Die Hard 3, beste Leben, wo gibt. Auf jeden Fall. Ja. Weißt du irgendeinen Bruce Willis-Film, Florian? Hast du gerade hergeschissen? Der alte Mann ist von der Handy. Irgendwann, du hast einen herbreit. Hat aber. Nein, leider nicht. Ich glaube schon. Jetzt, wenn das Handy vibriert, Florian, Chance Counter +1. Genau. Nein, den machen wir nicht. Den machen wir nicht. Kennst du irgendeinen Bruce Willis-Film, bitte? Bitte. Ja, Bitte. bestimmt, aber mir fallen keine Namen ein. Ah, bitte. Mann, ich schaue so wenig Filme und das Nein, ist ewig bitte, her. du wärst ja ein Bruce Willis-Film gesehen. Bestimmt sogar mehrere. Aber ich kann da keine Namen sagen, das tut mir unglaublich leid. Ja. Überleg. Na? Ich gebe da alle Zeit der Welt, überleg, Ja, bitte. aber Bitte sag uns lass mich aus wenigstens der einen. unangenehmen Situation raus und redst dabei weiter. Nein, wir sind mit Stamm, überhaupt Okay. nichts. Die Hard 3. Hat er schon gesagt. Das wenn es jetzt die Hard 1 bis 6 Zeit nicht. Doch. Sechs. Warum Ich 10 überlege die es nicht? auch Ja, Es gibt schon. Also 5 gibt es auf alle Fälle, aber den 6. Das ist der mit seinem Burm. Danach ist keiner mehr gekommen, oder? Dann gibt es bloß 5. Ja, ich glaube, das war 5 Schluss war. Ein Bruce Willis-Film, Alter. Das ist ein ohne Scheiß. Mann, ich komm das mir ist gar ein nicht Namen für die scheiß absolut Filme merken. einer der krassesten Hollywood-Stars auf dem Planeten. Ja, Da wirst ich du halt aber nicht. einen verfickten Film von Bruce fucking Willis kennen. sag mal, 3 Spieler vom FC Bayern, Mann, du hast doch keine Ahnung. Das ist nicht der neue Spielt der Mbappe auch dort? und der Mbappe Ich finde den Namen einfach so und, geil. und der Müller. Ja, okay. Ja, Wichser. siehst du's? Ja, Film. Ich Und der Lewandowski spielt auch, ne? Das ist der Ja, Gammel. der spielt auch noch.
Ja? Ja. Schon? Seit 2 Jahren immer. Nicht mehr. Ich weiß nicht, der geile, fuck, da fällt mir jetzt auch der Name nochmal ein, wo der einen Typen sagt, wenn er nochmal angelangt hat, dann bringt er ihn um und haut ihm, oder sagt er sogar, dann hau ich dir das Nasenbein ins Hirn und dann haut ihm nochmal, dann gibt er ihm nochmal an und dann haut er ihm einfach das Nasenbein ins Hirn. Ich hab's ihm gesagt. Wie heißt der denn? Ich hätte jetzt spontan gesagt, ist das nicht in Pulp Fiction, Nein, aber nein. da ist es, ich bin nicht dein Freund, Penner. Fuck. Penner, was hast du gesagt? Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Der ist unglaublich gut, der ist auch mit dem Brucey. Ja, ich kenne das. Ich weiß da keine Namen nicht. Also ohne Scheiß, das ist wirklich Was soll ich machen? Ja, aber du schaust doch auch viel, also du schaust dir da viel in diesen Kasten und kannst mir nicht einen Film von Bruce Willis nennen, der nicht stirb langsam heißt. Ich kann tote Menschen sehen. Ich sehe tote Menschen. Nein, den kenne ich nicht. Den habe ich nicht gesehen. Yippie-ki-yay, Schweinebacke. Okay, den Short habe ich gesehen. Aber den Film nicht. Lass nicht drüber. Ja, lass mich halt einfach nur. Ja, bitte. Ich schaue keine Filme. So unglaublich selten. Und wenn, dann weiß ich durch den Namen dazu nicht. Was soll ich machen? Was ist der beste Bruce Willis-Film? Mann, wir haben schon wieder drüber geredet. Ich weiß nicht mal, was der... Lass mich doch jetzt einfach mal in Ruhe, oder? Na? Doch? Irgendwann fällt da ein Bruce Willis-Film ein. Ja. Das gibt's ja nicht. Last Man Standing, glaube ich, heißt, oder Last Boy Scout. Last Man Standing ist so in die 40er Jahre, es ist so ein Gangster, ja, oder ist das in die 40er, weiß ich jetzt nicht. Oder schießt das mit Tommy Guns umeinander und haben alle Trenchcoat. Dieser Last Boy Scout, irgendwie so heißt der, glaube ich, wo das ist, wo er prophezeit, dass er das Nasenbein ins Hirn haut. Fuck. Muss ich wieder anschauen. Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Gute Kassetten. Aber es ist aber ein kleines Detail. Aber ich kenne wenigstens mehr wie einen Film. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich, das ist das Lebenswerk des Willis nicht gerecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Willis. Schade drum. Der Willis nicht. Schade drum. Aber bis zum nächsten Podcast alle Bruce Willis Filme anschauen. Auf gar keinen Fall. Doch, du musst. Sonst bist du hier raus. Okay. Yippie-ki-yay, Schweinebacke. Da kriege ich schon wieder, das Florian. Herpes. Ja. Dann such du ein Thema aus, Florian. Fußballzeit Thema hören. Wir haben letztens eine sehr heiße Debatte geführt. Über was? Würste. Über Würste. Nein, nicht über Würste. Man sollte öfter mal über Würste debattieren, dann weiß man Weltfrieden, weiß man nicht. Also Wüste verstanden. Also über die kann man auch diskutieren wieder, ja. Weltmeisterschaft oder Winterspiele dann in der Wüste. I wanna die. Na, ich habe letztens debattiert über zum Beispiel dieses Thema mit... Florian, das Mikrofon ist da übrigens. Mit... Das bildet mir jetzt so Nummer wie so ein Maul. Ja, bitte. Mit Weiterbildungen und Co. So, ob es jetzt schulisch, also nur rein schulisch oder auch nicht nur rein schulisch. Und da habe ich eine hitzige Diskussion geführt mit dem Thema, dass diese schulische Bildung weitergehend für jeder Mann oder Frau zugänglich sein sollte, weil es einfach generell nichts kosten sollte oder eben schon. Also jetzt eine weiterführende Bildung sollte genau, also jetzt nicht zur Ausbildung oder so, sondern wenn du jetzt praktisch sagst, du möchtest jetzt einen speziellen Studiengang nehmen. Florian, das Mikrofon ist da. Du möchtest jetzt einen speziellen... Ach Mann. Ja, holst du da ins Mikro? Ja, dies der wieder. Also einen speziellen Studiengang oder sonstige Geschichten. So, soll es für jeden frei zugänglich sein, so generell ohne Kosten und sonstige Geschichten oder eben nicht? Was kostet der Fernstudiengang? Kommt drauf an, was du studierst. Kostet ja immer was? Das glaube ich, ja. Guck mal, ich glaube, dass die zum Teil, es gibt halt die Privatschulen, da ist es natürlich immer so, dass du das zahlst oder irgendwer der Träger davon ist, wenn du unglaublich klug bist. KLOK. Ja, mindestens 1K. Oder so, ja, das praktisch dann doch auf ja, aber wenn es schon kostenlose gibt und Privatschulen, wo ich was zahle, dann ist es ja theoretisch free for all. Ja, aber es gibt ja nicht für jeden Studiengang eine Privatschule jetzt oder für jedes Studienfach. Ja, aber ist dein Gedanke, du möchtest für jeden Studiengang eine kostenpflichtigen Studiengang? Die Frage ist halt, ob das für jeder Mensch... Florian, das Mikrofon ist da. Ja, ob das für jeden Menschen... Ja. Mann! Ab in die Kommentare, Florian, das Mikrofon ist da. Ja, Mann, heute habt ihr es aber abgesehen auf mich, gell? Nur weil ich angeschlagen bin. Ja, das beste Meme ever, das jemals irgendjemand für diesen Podcast gemacht hat, war letzte Woche. Ich blende es ein jetzt. Ich hoffe, ich vergiss es nicht. Ich hoffe, du vergisst es. Nein, eigentlich... Das war echt super. Das war wirklich stark, ja. Ob für jeden die gleiche Bildung dahingehend in Anführungszeichen zugelassen werden sollte oder zugänglich sein sollte. Zugänglich ist das richtige Wort. Ja, ist das nicht so? Ja, nicht ganz. Ich glaube, jetzt hast du auf alle Fälle das Problem, wenn du aus sozial ärmeren Verhältnissen stammst, dann hast du halt definitiv ein Thema, wie du dir das finanzierst, das Studium.
Das ist ja aktuell auch, glaube ich, ein großes Thema, dass sozial Schwächere eben weniger Möglichkeit haben, studieren zu gehen. Da ich nicht studiert habe, weiß ich nicht, wie das genau abläuft. Also es ist ja vollkommen unabhängig von deinem familiären Finanzstatus. Du kommst in die Grundschule und da entscheidest du dann relativ schnell, ob du ins Gymnasium gehst. Ein Gymnasium? Ein Gymnasium. Da drin hat jeder immer noch die gleichen Möglichkeiten, ob ich jetzt 0 Euro, minus 5 oder 500 Millionen am Konto habe. Kannst habe. du weniger Pausenbrote kaufen. Das ist okay. Ja, du musst es halt von daheim mitnehmen und darfst es nicht im Nein, du musst ja, aber dann bist du das hast du, ich wollte gerade sagen, das hast du wieder nicht gelernt, da musst du die anderen hingehen, die das Geld haben, musst es zusammenschlagen und dann wird Schutzgeld Ja, bei mir haben sie immer dann kann man sich beim Hausmeister ein Sandwich kaufen. Passt. Okay, sind wir wieder bei dem Das ist jetzt mein Sandwich oder deine 10 kennen mir. Genau, oder du isst es halt ohne 10. Ja. Kannst du dann Ja, auswählen. genau, Dann kannst du vorkauen. Auf alle Fälle entscheidet sich doch dann da, ob man ins Gymnasium kommt oder nicht. Yes. Und dann machst du das Abitur oder nicht. Und nach dem Abitur, wenn ich dann studieren will, keine Ahnung, 0815 BWL-Studium, bla bla bla, Klassiker. kostet mir das was. Das Studium an sich wird dir nichts kosten, soweit, wenn du jetzt auf eine ganz normale Uni gehst, das kostet Also- dir nichts, aber du hast halt dann praktisch natürlich auch Kosten, weil du nichts arbeitest. Oder halt nebenbei Das wollte ich jetzt gerade sagen, du musst halt in der Lage sein, da deinen Unterhalt. zu zahlen. musst Ja. dein- Du kriegst dein ja was vom finanzieren. Staat, dahingehend, wie es genau beim direkten Studium ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber du kriegst ja normaler Wohnungsgeld und du kriegst ein Geld zum Überleben, das du dann zu einem gewissen Betrag zurückzahlen Ich musst. wollte gerade sagen, das Wohnungsgeld, Da wird ja das auch kann ich viel mir wieder- unmöglich vorstellen, dass du zum Beispiel in Minga, oder was weiß ich nie, wo die fetten Unis Wie stehen. geht's immer 740 Euro? Ich wollte gerade sagen, für 6 Quadratmeter 850 Euro aktuell. kalt. Und eigentlich ist ein Dixie-Klo. Hockst im oder im Disco-Klo. Also, durch Zufall weiß ich, dass der Dixie-Klo im Monat knapp an 100er kostet. Ja gut, dann kann ich das schon natürlich schon nachvollziehen, aber gut, wie sollst du denn das regeln? Wie sollst du denn das? Du kannst es, nein, du Das kannst ist die es ewige nicht Spirale, so wenn Also, ich riech, sorry. bei mir in der Studentenstadt kriegt jeder Studententrottel seine scheiß Wohnung zahlt, ja dann kostet nicht mehr 850, sondern 1650. Das ist Ja, natürlich ist es nicht Charaktersache. regelbar. Es gibt ja diese Privatschulen oder es gibt ja spezielle Studiengänge, die wo jetzt nicht das ganz normale BWL-Studium oder sonstige Geschichten haben. was kostet ein Medizinstudium? Kostet das dann was? Oder Ich wie kenne mich läuft leider das? überhaupt nicht aus, ich habe nie beschäftigt. Ja, das ist perfektes Thema wieder, da wir uns ausgiebig drüber unterhalten, wenn wir Nein, keine Ahnung haben. Nein, die Frage war ja, ob die frei zugänglich für alle sein Aber soll. Dass prinzipiell jeder bin praktisch, ich- egal ob du jetzt kein Cent am Konto hast oder Millionär bist, dass du praktisch alle dasselbe und egal wo und egal wie studieren können. Oder Ja, aber wir möchten das regeln. Das überlassen wir andere. Wir sagen jetzt einfach nur ja. Nein, im sind wir Ernst dafür. jetzt, wir möchten das regeln. du kannst es nicht regeln. Du musst ihm sein Leben bis dahin umeinander finanzieren. Und was ist, wenn ein Studium für 3/4 nach 6 Jahren abbricht und sie denkt, weißt du was, ich glaube, dass, weiß ich nicht, Philosophie doch cooler war. Finanzieren wir das dann noch 5 Jahre weiter? Natürlich. Für das, dass ich schon seit 10 Jahren in der Maloche hock. Mal Ja, Lotse. Ganz ehrlich, das nee, machen, aber ja, doch, aber das läuft sehe ich ja nicht auch ein. so. Dass dann der, wenn er dann nach 12 Jahren Keine Studium Ahnung, vielleicht rauskommt, so ein Semesterkontingent, dass man sagt, okay, das Kontingent, das hast du frei, dass du ein Studium Sehe ich. abschließen könntest. Wenn du wechseln möchtest, dann kann man noch mit drüber reden. Du musst es ordentlich erklären können, warum. Wenn du es nicht kannst, dann... und dann geht's Heute nicht maximal noch Entweder mit einmal. soll man das Ja, Studium so. oder die Rente. Aber das Rentenproblem auch gelöst. Oder dein WG-Zimmer. So, Ja, so steig läuft's raus. dann. Ich hock dann 12 Jahre schon in meiner Maloche drin, keine Ahnung, finanziert dem anderen Trottel sein Studium und dann kommt er nach 12 Jahren, nach 3 Mal Studium abgebrochen, das ich ihm finanziert habe und ist automatisch über mir, weil er hat ja studiert, kann ein Scheißdreck, wie es mein Leben lang. Und ganz schlimm, oft erlebt habe, dass Studenten da hocken und wieder fragen, wo man einen PC einschaltet. Auf gut Deutsch gesagt, und ich mich da denke so, Alter, was zur Hölle, was zur Hölle macht's ihr da? Schreibmaschinen schreiben wir es auch noch das Hipster. Stimmt. Hocken mit der Schreibmaschine im Park Das, draußen. ja, ganz so. Ja, aber, Aber das ist halt schwierig regelbar, glaube ich. Das sowieso. Und wo ist dann der Unterschied? So, weißt du, der eine studiert in Minga, weil es bloß den Studiengang da gibt und da ist es ja das Leben nun mal exorbitant viel teurer als, wo ist denn die nächste Uni? Keine Wolfing. Ahnung. Und Zollwing. Wolving. Zollwing gibt es sogar, was ist denn noch? Regensburg. Regensburg ist wahrscheinlich auch teuer, weiß ich jetzt auch nicht, aber nicht so teuer wie Minga. Ja. Das ist halt, wie regelst du denn das? Warum? Hä? Naja, ich finde das schon, also es soll natürlich dieser Zugang zu bestimmten Unis, FHs, sollte wirklich für alle gerechtfertigt sein, zumindest der Zugang und dass du ein gewisses Wohngeld kriegst. Und im schlimmsten Fall musst du halt dann ein bisschen pendeln. Du kriegst ja Pendlerpauschale und so weiter. Ja, für was haben wir das scheiß Deutschland-Ticket? Das kriegt er dann for free. Das steht ja schon wieder Ja. auf der Kippe. Ja, aber Echt? Ja, weil sie die Finanzierung schon wieder nicht so. Sonst ich glaube, da hat er gelobt. Keine Ahnung. Irgendein Dixie-Klo zu wissen. Deutschland-Ticket, da darf man nicht mehr Oh oh. Als Schnauzer da drin. So nicht! Und
Aber es gibt ja zum Beispiel, in Amerika ist es so, dass es zum Beispiel Harvard gibt und so Sachen, da wo halt wirklich nur die Besten der Besten hinkommen und dann auch, sage ich mal, ich glaube, es ist eine Privatschule, da wo du halt dementsprechend Geld brauchst. Oder halt wo halt dann unfassbar scharf und weit ein Ei werfen kannst. Ja. Dann wirst du auch genommen. Oder ganz, ganz furchtbar gut eine komische orange Kugel in einen Ring werfen kannst, dann wirst du auch oft einfach so mitgenommen. Wirst du jetzt sagen, hast dann komischerweise von mir lauter Dreier. Ja. Ich habe jetzt gerade gefragt, was für Sportart ist das? Ist es bei uns eigentlich auch so, dass man über Sportstipendien an der Uni kommen kann? Gibt es das bei uns? Ja, bestimmt. Also es ist ja zum Beispiel, du kannst ja zum Beispiel, ist ja im Jugendbereich im Fußball so, dass ja da so wie heißt denn die Wohngemeinschaft, so, nicht Unis, Kommunen. Kommunen, ja. Nein, Kommunen. Natürlich nicht. Ja, was ist denn jetzt so, Kasernen. Ja, so für junge Leute. Ich weiß schon, was du meinst. Wie Schulanheim, da kannst du alle drehen und einer gleichzeitig am Lernen und Fußball spielen. Ja, genau. Ja, und die gibt es zum Beispiel, aber es ist jetzt so, ich weiß jetzt sagen, wir haben mal jemanden da gehabt, der hat zum Beispiel auch ein Stipendium für sein komplettes Studium, auch Masterstudium, weil er einfach sehr klug ist. Das ist wieder was anderes. Ich wollte jetzt gerade bei uns wissen, ganz speziell über sportliche Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ich kann mir es nicht vorstellen, beim Fußball, wann fängst du denn das Studieren an? Wann bist du mit dem Abi fertig? Mit 17 ungefähr. 18. 17, 18 ungefähr. Oder 24. Ist im Oder ist man im Profifußball nicht eigentlich, wenn es mit 19 so bist du nicht eigentlich schon in der Mannschaft dann drin, so wenn man sagt, du wirst Profifußballer. Ich glaube, die Mannschaft ist in dir drin. 19. Oh Gott, sag's nicht, sonst sind wir Fußballduschen ist ein eigener Ort. Das ist ein ganz spezieller Ort. Ja. Und dann da ist man doch im Profifußball schon, da weiß man doch eigentlich schon so, ja, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit bist du irgendwann einmal in dem und dem Verein und erste, zweite Liga, sonst irgendwas. Da fängt doch von denen keiner mehr ein Studium, oder? Das sagst du brauchst das Studium, du kannst gar beunen. Du brauchst die Dinge. Ja? Wahrscheinlich nicht. Also wenn du jetzt und innerhalb von einem Jahr verdienst du nämlich so viel wie der Studientrottel in seine 5 Generationen nachher. Ja. Ja, das ist leider das. Also dann, ich glaube, wenn du da schon drin bist, so in so einer ersten Mannschaft, im Kader, dann glaube ich, wenn überhaupt, versuchst du nur nebenbei das Studium irgendwie zu empfangen und dann schaust du, wo die Reise hingeht. Wenn du sechst, ist es halbwegs erfolgreich. Wenn du dann wirklich mal deinen ersten Profivertrag kriegst, glaube ich, dann wirst du dein Laptop nicht mehr arbeiten müssen. Das, wenn du ein Jahr durchziehst und dann halbwegs normal lebst, nicht, ne? Nein. Wahrscheinlich nicht. Aber wie ist denn das da mit Krankenversicherung? Glaubst du, nach 6 Wochen zahlt da die Krankenversicherung? 60%? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Warum hast du nicht weiter Fußball gespielt? Hätte man Pandora vielleicht mal irgendwo mal bei Bayern umeinander geballt hätte. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, Flocki, hast uns wieder die ganze Aufnahme versaut jetzt. Ja, was soll ich machen? Wie ist beim Diving. Aber im Grunde ist schon ein interessantes Thema eigentlich. Ja. Aber reden wir mal über ein Thema, über das wir uns auskennen. Habt ihr das gelesen von dem Briten, der auf 200 Tage 2000 Pins sauft für mich? Oder gerade über ein Thema, wo auf man 200 Tage 200 Pints. Mega Pints. Was haben wir feste drin? Das ist ja bloß so ein Ding, oder? Ja, das ist ja bloß auf alle Fälle, weil er hat mir gesagt, er hat vorhin gelesen, der hat gesagt, er schafft 1000 auf ein Jahr. Dann hat er gesagt, das schafft er auch, und dann hat er gemerkt, dass er ziemlich gut dran ist und ziemlich schnell viel getrunken hat, und dann hat er gesagt, er macht 2000 auf 200 Tage. Boah, leck. Und hat jetzt, glaube ich, auch, er lebt jetzt gerade sogar von dem Scheißtrick, weil er so, weiß nicht, wie viele Abonnenten er jetzt aktuell hat, und sein letztes Pint wird auf alle Fälle in einer Live-Übertragung dann getrunken. Und dann hat er gesagt, jetzt unterhaltet euch wieder darüber, ich möchte wissen, wie viel ein britisches dann geht er hat gesagt, dann geht er auf alle Fälle danach wieder mal zum Doktor gehen, weil bisher feiert er lieber noch nichts. Er wird sich aber da mal durchchecken lassen, dann vielleicht einmal zwei Wochen Pause machen und dann geht's weiter. Ja, du kannst ja nicht voll, also eigentlich musst du immer erhöhte Leberwerte haben. Er ist durchgehend voll. Ja, dann muss er erhöhte Leberwerte haben. Aber bis jetzt, er ist ja noch jung, ich glaube, der ist noch Anfang 20, da geht das schon mal. Das ist wurscht. Da geht das schon. Was ist da in seinem britischen Pint? Was ist da drin? Also ist das normales Bier oder was ist das? Da steht jetzt laut Google, ist es eine halbe. 0,56 Liter. Also es ist eine halbe. Das heißt, der trinkt 2000 halbe auf 200 Tage. Das ist ein Rookie-Numbers. Das macht er. Hey, also da habe ich auf die Panthers Numbers ab! Und so die letzten 3 Tage helfen sogar. Wie viel ist ein Pint Bier? Ein Pint in Großbritannien und Irland entspricht 0,5683 Liter, also ein bisschen mehr wie eine halbe. Ja, dann ist er nicht gescheit eingeschenkt, dann bist du wieder auf dem halbe. Ungefähr eine halbe. Ja. 2000 halbe es sind 10 halbe am Tag. Es sind 5 Massen am Tag. Ja, gut, ist schon nicht so wenig. Ja, aber sagen wir es mal so, das ist nicht wegen, aber was hat er vorher gesagt, wie viel das er trinkt? Eins am Tag? Davor waren es 1000, glaube ich, auf ein Jahr.
Und sind es nicht einmal 3, 2,5 am Tag. Ich muss jetzt auch Weiß ich nicht, hat da schon mal ein Niederbayer mitgespielt bei dem Spiel? Ich muss jetzt auch schon nochmal schauen, nicht, dass ich einen Schmarrn verzeihe. Ich glaube, es waren schon 2000. Aber ist nicht normalerweise so ein Pint, so ein so eine Karaffe, sag ich mal, eine Riesenkaraffe, wo mehrere Glas rausgingen? Das war schon heftig. 200 Tage, 2000 Bier. Ja. 25 Jahre alt, der hält das aus. Ja, und das sind so Glasl ähnlich wie die da. So die britischen Pints, die wo man du hast es mit Sicherheit gesehen, The World's End zum Beispiel. Da geht's ja bloß, Ich finde den Film furchtbar. Finde ich lustig. Aber da geht's auch bloß um Pints saufen. Ja, da willst du in jedem Ding ein Pint saufen. Und da siehst du die Glasl, die typischen britischen, irischen Pint-Glasl halt einfach. Ja, das sind 5 Massen am Tag. 5 Massen am Tag, mein Herr, da bist du spätestens nach 4 Wochen schwerster Alkoholiker. Er ist schon voll drin. Ja, aber dann geht's, glaube ich. Also ich glaube, dann geht's nur noch bergauf. Dann trinkst du halt schon Vormittag, und dann hast du dann wieder Pause. Er macht danach jetzt mal 2 Wochen Pause. Der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Ja. Das ist einfach, wenn es die Arme drüber ja, du, alles für den TikTok-Fame. Ja, Logo. Das habe ich mich komplett behindert. Der Schweinehund, das ist wie beim Sport. Das musst du mit dem Alkohol genauso machen. Ja, aber 5 Massen. Da musst du einfach mal sagen, wenn der Körper nah sagt, musst du einmal Ja sagen können. Wenn er Glück hat, von denen 180 Millionen Aufrufe oder sagen wir mal 850 Millionen Aufrufe, die er in dem Zeitraum kriegt, auf TikTok kann er sich dann einen Fliesentisch kaufen und Kippenstopfer für seine 8 Kinder, die er nicht hat. Geilo. Herzlichen Glückwunsch. Derzeit, glaube ich, hat er. Ja, das ist richtig. Hau rein, Alter. Hau rein, das ist eine richtig gute Idee. Das ist schon gut, auf alle Fälle. Wie heißt der? Weiß man das? Ja, ich kann noch schon. Ja, aber nein. Pinterest. Please die. Hast du schon wieder herbreit? Na. Mein Gott, ne. Oh, der Chris hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Der Trachtmann. So, die live Trachtmann. Das passt, das ist die live vorher. Das ist so live, weil jetzt so. Die haben wir lieber nicht live vorher. Bist jetzt live gewesen, weil. Dreimal den. Und zwar. Das passt mir auch. Wir haben heute nämlich ein Sponsoring. Oh. Habe ich noch nie was davon gesehen. Oh. Ja, nicht. Na, ihr kriegt ja nichts davon. Und zwar haben wir euch schon einmal gezeigt, den lieben Trachtmann. Das ist jetzt wirklich ein lustiger Zufall, dass er mir genau während der Podcast-Folge schreibt. Und zwar haben wir euch den schon einmal gezeigt. Das ist. Wo fangen da an? Keine Ahnung. Ihr müsst es in die Kamera halten übrigens. Was denn? Was denn? Zampano, Sammelkarten. Zampano, das ist übrigens sehr woke, die Sammelkarten. Miss Molotov. Miss Molotov, die schmeißt bekanntlich mit Molotov. Das sind meine Haare. Tatzelwurm. Der Tatzenwurm. Tatzellwurm, Entschuldigung. Also ich habe das Heftel auf Bayerisch übersetzt und weiß nicht, wie es war. Herzlichen Glückwunsch. Unglaubliche Maastrian. Das ist dann also wie beim Fußball, wie bei so Sammelkarten. Die musst einkleben kannst, die Sammelkarten. Aufkleber? Ich weiß nicht, da müsst ihr den jetzt schnell fragen, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon so eine Art Panini-Album, also es sind keine Aufkleber, das sind Sammelkarten, ob es so ein Album mäßig gibt, wo man die eine da kann. Das war geil. Da, was das Allerschlimmste ist jetzt, ihr schickt mir immer viele Sachen zu, was haben wir da damit zum tun? Der Chris hat zum Beispiel unser Logo gezeichnet, Chris zeichnet in meinem Kanal viel von meinen Karikaturen und so weiter und er ist ein Comiczeichner und der Erfinder vom Trachtmann. Der Trachtmann ist ein Comic, ein bayerischer Superheld, der seine Kräfte durch halbe Saufer kriegt. Und das ist jetzt schon sehr witzig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und da gibt es mittlerweile sogar eine Actionfigur gibt's davon. Die ist da vorne, die kleine, wie heißt die, Bobhead, glaube ich, weiß nicht. Gell? Das ist eine Handanfertigung von ihm selber, die gibt es so nicht zum Kaufen, aber egal. Und das aktuelle Heftel ist die Nummer 16. Da gehst du auf trachtmann.de und schaust dir das gefälligst an, sonst haut er hier knockert den Arsch oder schiebt er meine 2 Finger ein. Kriegst pro Seiten kosten 100 Token. Ja. Und das Allerschlimmste ist, ich habe mittlerweile übersetzt seine Heftel auf Bayerisch seit über 5 Jahren. Seit Heft Nummer 2, glaube ich, bin ich dabei. Und dementsprechend viel Zeug habe ich davon da und ich kriege auch über die Specials und so. Wahrscheinlich habe ich sogar schon so ein Sammelalbum und weiß nicht. Da schimpft er mir wieder, wenn ich. Ja! Chris, danke schön für alles. Küsschen aufs Nüsschen. Trachtmann.de schauen, du Penner! Und du auf Spotify auch. Felix, mir wurscht, ob du gerade Auto fährst und der Rendi. Kannst du, wenn du im Gramm liegst, dann weiterschauen. Das ist immer eine gute Idee. Das ist Natural Selection. Wer auf den Typen aus dem Podcast hört, hey, schau mir auf dein Handy, ob du eine Nachricht gekriegt hast. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Reingucken. Er legt da immer kleine, also eigentlich große Aufkleber sogar. Ja, Aufkleber und Sammelkarten mit ein zu jeder Bestellung. Wunderschön. Ich bin jetzt mal stolz, wie hat er für uns unsere Podcast-Flyer eingelegt. War viel lieb von Christoph. Ob er mal denkt. Was hat er? Für unseren Podcast hat er Flyer eingelegt. In seine Bestellungen? Chris. Echt? Habe ich gar nicht gewusst. Das gar nicht weil er war bei uns auch schon mal zu Gast zum Prey. Haben wir eine Folge aufgenommen.
Er hat gesagt, Den wollte ich vor kurzem erst anschauen. Hast du nicht gesehen, oder? Ja, ich hab ihn schon angeschaut, einmal wie er gekommen ist und dann sepp ich da ein bisschen durch und dann sag ich so, den kannst du eigentlich einmal wieder anschauen. Fortsetzung machen. Hätten wir voll coole Locations, wo man, kennst du Predator, kennst du das? Ja. Okay, passt. Und Bruce Willis mitgespielt. Himmelvater. Aber weißt du, was ich mir da für eine Freude, das passt jetzt auch gerade, da habe ich ja nämlich auch mit dem Chris drüber geschmatzt, und zwar, wenn, Zwinker, eine Live-Action-Verfilmung vom Trachtmann kommen würde, welcher Schauspieler darf sich für einen Trachtmann eignen? Til Schweiger. Til Schweiger mit dem Hulk Hogan Board. Ja, und Matthias Schweighöfer. Also der Schweighöfer soll dann an Zampano spielen, mit ein bisschen Whitewashing auch dabei haben. ein bisschen Whitewashing. War schon gut. Zampano ist übrigens vom Austrian Squad. Das sind Österreicher Avengers im Prinzip. Ist da eigentlich, Chris, das mich interessieren, ist die Anspielung, ist das eine auf den, wie ist der, Carl Weathers? Der Zampano, ist das eine Anspielung auf den Carl Weathers aus dem ersten Predator? Ich glaube schon. Verzeih mal. Wer ist denn der Carl Weathers im ersten Predator? Das ist der mit dem Arnie dann diesen geilen Handschlag macht. Ja, 10 Minuten lang nur Bizeps filmen. Der Zampano hat eine lustige Hintergrundgeschichte. Weil da ist am Chris Vogue vorgeworfen worden und ein bisschen, habe ich ja schon mal gesagt, ein bisschen stimmt das auch, weil in Österreich gibt es jetzt nicht so einen Teufel viel Schwarze, aber der eigentliche Witz dahinter, mit dem es verbagelt ist, dass ein Schwarzer nach Österreich kommt und Bodybuilder werden will. Das ist eine Filmschauspielerkarriere er war sogar ein erfolgreicher Filmschauspieler. Genau, und möchte halt da seine Schauspielkarriere fortsetzen und das hat jetzt der ihm da Wokeness vor. Das ist, glaube ich, auch unter unsere Kommentare ist, glaube ich, gestanden irgendwann. So, wir schimpfen mal über den Vogue-Scheiß, oder ist bei mir gestanden. Und also weißt du eigentlich, dass der Trachtmann Vogue ist? Aber ich denke, du bist so geistig behindert, du schnallst nicht mal das. Das ist wirklich unfassbar lustig. Aber gut! Tratteln! Welchen Schauspieler? Also, als erstes, was mir natürlich einfällt, ein Hulk Hogan aus den 80er. Aber den werden wir heute so nicht mehr kriegen. Ich sag's dir, ich weiß, wir brauchen einen Brackel. Gibt's einen Brackel-Schauspieler? Chris Hemsworth jetzt, der spielt doch jetzt das Biopic, glaube ich, vom Hulk Hogan, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da habe ich so Aufnahmen gesehen. Film? Da müsste ein Film kommen. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob es ein Biopic über den Hulk Hogan wird oder ob es. Aber er ist da auf alle Fälle. Man hat ja beim letzten Tor, wo oben ohne da steht, so ein Brackel, wie er da war er ja noch nie, wie bei Tor 4. Da wo der Knocker. So weit bin ich nicht gekommen, glaube ich. Also, auf alle Fälle. Ich wollte gerade sagen, so weit habe ich es nicht geschafft. Aber auf alle Fälle Brackig nur, wenn sie so ein Port kannst du schon hernehmen. Ja, ich finde, der Trachtmann hat ein ziemlich markantes Kinn. Hat das der Hemsworth so das. Kannst du ihm hinschminken. Wir hatten so ein richtiges. Der Henry Cavill. Aber da feiert ihm das Grübchen im Kinn in der Comiczeichnung, finde ich. Ja, das können wir nachträglich einarbeiten mit Leonardo. Der Henry Cavill soll ja alles spielen, bester Mann auf dem Planeten. Das stimmt. Es soll ja dort Miss Molotov spielen. Das soll ja der. Haben wir Manwashing auch noch. Gibt's das schon? Gibt's Manwashing schon? Das haben wir jetzt erfunden. Nein, Manwashing, das gibt's nicht, weil das ist normal. Soll man einführen. Dann machen wir nächstes Mal Womanwashing, dann sitzen wir einfach 3 Weiber her. Das war eigentlich sau lustig, wenn wir einfach komplett 3 andere Leute so, ob eine Stunde jetzt labern. Das war eigentlich schon lustig. Wir haben 3 Damen hergesessen und da mit dem komischen Programm unsere Stimmen drüber. Die 3 Ersten, die sagen, die Datenagent da sitzen. Ja, die 3 Ersten in die Kommentare, die sagen, sie Datenagent da sitzen. Die sitzen die lassen wir dann ein. Genau, die werden eingeladen. Nicht, oder wie ist das? Doch. Ja. Die 3. Traut sich nicht. Traut sich nicht. Was heißt traut sich nicht? Freilich trauen sie sich. Freilich trauen sie sich. Trauzeichner. Trauzeugner. Trauzeichner. Ja. Das ist wie einer im Gericht, der traurig ist und zeichnet. Aber wir werden wahrscheinlich deutsche Schauspieler brauchen. Die kennen so gut wie keine Deutschen. Ja, ich auch nicht. Der Chris hat mir mal jemand gesagt, den er sich wünschen darf dafür. Fällt mir der Name nicht mehr ein, Kruzifix. Elias Mbarek. Ja. Der glaube ich war für ein Ding gut, für Marstrian. Ich habe heute ist das Post. Ein Tatzelwurm. Weißt du, dass der Ignaz das CGI Sepp. Das ist die Nummer 69. Ja, dann. Stell dir vor, der Tatzelwurm schlägt er ins Lächeln. Okay, jetzt habe ich einen Haken. Kommt jetzt drauf an, was er für Zunge hat. Wenn er so eine raue Katzenzunge hat, dann war es schon geil. Chris haben Tatzelwürmer raue Katzenzungen. Das ist ja im Prinzip ganz große Drachen. Ich glaube schon. Aber vielleicht haben sie aber auch gespaltene Zungen, sie können in beide Licher. Was? Hast du beide Licher? Cool. Das ist eine gute Vorstellung. Ich glaube, man sieht sein Bläschel im Comic irgendwann einmal.
Da kommt raus, das Allergeilste ist, jeder scheißt sich vor dem Tatzel mit Hosen dabei so voll nett. Am Schluss musst du warnen im Comics, garantiert. Er hat ein Amulett, das ihn in seine menschliche Gestalt verwandeln kann. Genau, und wieder zurück. Magic. Ja, das haben sie ihm gestohlen. Ich mag nicht spoilern, kauft da gefälligst das Heftel, der Trottel. Aber sonst, habt ihr einen drin eigentlich? Ich hab mich gefragt, was habt ihr drin? Ich war wieder auf was hast du denn drin, Florian? Warum hast du da Platzwunden am Kopf? Ich hab keine Platzwunden am Kopf. Florian, warum hast du da Platzwunden am Kopf? Ja, an einem ähnlichen Platz wie ich. Also bei mir war es ein Tischtennisschläger, bei dir, Florian? Ja, bei mir weiß ich nicht. Ich weiß leider nicht. War es vielleicht ein Bierkanten? Nein. Maßkrügelkanten? Nein. Nicht. Ich war nur die Autoscooterkanten? Ja. Ich bin Autoscooter gefahren. Oh, Ja. Habt ihr einen Autoscooter in der Kirche? Ich glaube schon. das ist richtig Ja? Ja, doch haben wir. Freilich. Ja? Geil. Aber was mir am meisten triggert, ist das Pilzkarussell. Das ist im Kirche jedes Jahr. Für Kleinkinder? Nein, da gibt es ja Pilz. Weil Pilz ist ja für Kleinkinder. Ja. So ist Klassische Pilzkarussell, da kannst du schwammen. Achso, du hast wieder so krass gelispelt, du meinst ein Pilzkarussell und du sagst Pilzkarussell, weil du es nicht gescheit sagen kannst. Was soll ich machen? Ich bin Ja, gib dir mal ein bisschen mehr Mühe, da ist Nein, ich hab der Heißpunkt. Hey, jetzt war ich da. Kann man immer schnell auspacken, wenn man sonst nichts mehr weiß. Und das dreht sich aber jetzt nicht mehr. Das hat sich immer so draht. Das war richtig schön. Was ist ein Pilzkarussell? Das ist ein Oh, jetzt fangen wir wieder an. Fangen wir gleich die Welt. Gib mir dabei das Wasser in den Mund, was zu trinken. Also Hast du haben eigentlich nichts zum Trinken, du saufst jetzt mal über die dreiviertel Ich habe Flaschen. 2 Tage davor schon nichts mehr damit bei dir einen Haufen trinken. Gib mir total dehydriert, ich mich schon einer. gerade auf dem letzten Loch. Oh, das ist eigentlich schönes ASMR. Auswinden. Das ist nicht so schön. Extra Flip, Du wirfst mir jetzt nicht bei den scheiß Flaschenstopfen irgendwo ins Zimmer. Nein! Mach ich zu und stell's weg, weil in 4 Wochen finde ich den nächsten Flaschenstopfen irgendwo und weiß, es war wieder der Konfred. Wer sonst? Konfred. So, jetzt nochmal, was ist der Pilz? Konfred. Warum meinen alle, dass man Kani mit anschreibt? Weil die, glaube ich, meinen, dass du Koni heißt und nicht Kani. Ja, aber wir sagen immer Kani und nicht Koni. Ja, aber manche haben einfach ein bisschen behindert. Ja, das ist Und ich habe eine komische Aussprache, leider. Ja. Okay, aber du liest Konfi. das jetzt auch nicht, oder? Wie bitte? Du liest das jetzt auch nicht weg, oder? Oder das A, oder wie? Doch. Okay. So, jetzt erklär, was ein Pilzkarussell ist. Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist wie so ein normales Karussell, nur da kannst du dort einstehen und das fährt normalerweise rundum und dann kannst du da Pilz holen. Also es ist eine Bar, eine Das ist Runde. eine Bar, genau, und die fährt normalerweise, das ist ein Und Karussell, da, wo weil ich die mit normalerweise... draufstehe, fährt draußen Genau, rund und da außenrum Kreis. ist halt nur so ein Platz und sechst halt alle Leute einmal und dann kannst du immer schön. Wenn Sechs- Werk da Dreht ist. sich da die Bar innen drin an oder bleibt die stehen und man fährt die ganze mit Zeit der Bar rum? praktisch. Man ist an der Das Bar, ist schon ist man cool. immer direkt da und das außenrum, das dreht sich halt nicht. Ja, jetzt wenn es dann nur anständiges Bier geben, da ich sagen, Ja, aber das- das gibt es deswegen wahrscheinlich Ja, nicht, da- damit da keiner kostet mehr dann- sauft wie eins, weil sonst Ja, weil schreibst. da hat mir so, da war am Samstag, kann man für 2 Wittmann 0,33er, lass mich nicht lügen, 16 Du, Florian, Euro. das Mikrofon ist da. 16 Da Euro. oben ist ein Licht. Das ist auf dem Mikrofon, Florian, Kann das ist ein Licht. das da ins Licht halten. Ja! Oder? Das ist, weißt du, ich kaufe mir einfach so ein Handmikrofon. Let's get ready to rock! Da ich nicht dabei die ganze Zeit deepthroatet damit. Jeder hat Sauber. seinen Fetisch. Na, aber da haben wir 16 Euro, glaube ich, zahlt. Für 2 0,33er Wittmann. Warum kaufen wir sowas? 16 Euro. Ja, aber da waren halt 3 Euro Aber Pfand drauf, ihr wisst oder? schon, dass wenn man da so an einer Bar hingeht und dann sagt man, ich hätte gerne 2 Wittmann und dann sagt die 16 Euro, dass man dann sagt, ja, dann mag ich durchgehen. Nein, ich sag dann immer, ich hab Apple. Mach die mal 20. Gibst nur 4 Euro Trinkgeld, ja. Weil das ist wieder ein Monat Also das YouTube. Glühwein 5 Euro. Ein Tass Glühwein 5 Euro. Ja. Das ist nicht schon lang so. Nein, ich glaube auf die Für Glühwein ohne Schuss. Also die finde ich extrem teuer. Es ist extrem teuer, da brauchen wir nicht schmerzen, aber Also war ohne Christ, Pfand. beim Christkindlmarkt Ohne hat es nie was geschenkt gegeben, glaube ich. Das ist aber nicht christlich. Nein. Das ist nicht sehr christlich, ne? Na. Scheiß Heuchelei. Liebe deine Christlich. Nächsten. Schmerz beim Klingelbeutel ist richtig christlich immer. Ja, genau. Vor allem der Klingelbeil, wenn ich. Nein. Von den 8-Jährigen. Mit den 2 Zungen. Das ist der Teebeutel, was du meinst. Stimmt, ja, das war der Teabag. Sag mal nicht. Wenn der Pfarrer, nein, sag's nicht, sag's einfach nicht. Traust dich nicht. Wenn der Pfarrer einen Ministrantentee beidelt. Warst du im Christkindlmarkt Mit dem wieder Earl zu Grey unspendabel und hast den Pfand nicht zurückgebracht, du Arschloch. Heute sein Earl Grey Beidel nicht in seine Tasse rein, sondern in In? Klingelbeidel. Ein Kinderbein. Ja, 5 Euro, ich überlege jetzt die ganze Zeit, seitdem du es gesagt hast, 5 Euro für eine Tasse Glühwein, können wir jetzt so doch wie auch. 3 oder Ja, 3,50 3,50 oder Für so. 0,2, also für 0,2 Ja, aber in ist Dinge schon- Was für Gleich. 0,2 auch gerade?
Ich glaube 0,2. Ich habe noch keinen Hunger leider, ich habe nur vom Hören sagen. Ja, so typische kleine Tasse halt einfach. Das ist so klar für die typische blaue, kennt also jeder, die dunkelblaue Christkindlmarkt-Tasse mit dem gelben und bedruckten Scheiß drauf. Oder die Raudi mit dem weißen. Ja, wir haben 0,2, ja. Ja, und die Raudi mit dem weißen. Genau, kennt man auch noch. 3,50. Aber Dingelfinger ist generell auch immer deiner. Ja, aber nicht als Land, der kostet ja Ich finde das lustig, dass Dingelfinger einfach ein Volksfest machen, da wo es einen scheiß Glühwein gibt. Nein, geistig halt unterbelichtet ist das denn eigentlich? Warum? Es hat 0 Grad. Ja, dann wundern sie, wieso speimst du so viel? Ich weiß nicht, weil es vorher 8 Maßen gesucht haben und dann noch 3 Glühwein. Herzlichen Glückwunsch, das hätte ich auch sagen können, Trottel. Aber das käme. Hast du gespielt? Nein, natürlich nicht. Das glaube ich auch nicht. Nein, habe ich wirklich nicht. Ja, genieß das so lange du kannst. Ich sag das, wie es ist. Du hast immer lang. Ich bin sehr exzessiv unterwegs, aber... Du, Florian, da ist mit. Freitag war so scheiß heiß. Ja. Da brauchst du so 3 Massen mehr. Er hat 26 Grad gehabt, ich kann mal nicht spielen. Da bin ich am T-Shirt. Da bin ich nämlich auf ein Konzert nochmal gefahren und dann habe ich lange Hosen angehabt und voll los und dann 2 Minuten im Auto, Gott, ich schwitze mich tot, umdreht, kurze Hosen auspackelt. Ja, gut. Dann habe ich gesehen, 26 Grad. Das war aber auch jetzt das letzte Mal, glaube ich. Jetzt geht es steil bergab mit... Ja, du hast dann von Freitag auf Sonntag gleich mit 20 Grad Differenz gehabt. Also Kälte, nicht wird's in der Nacht hat es noch teilweise 7 Grad oder so, das wird dann schon zapfig. Gestern hat mir das Auto das erste Mal abpfiffen, dass es 4 Grad hat. Das ist nicht gut. Was, 4 Grad? Ja. In der Früh oder was? Nein, wo bin ich? Asozial. Nachmittag. Was, ich glaube, so 4 Grad? So um 2 umeinander hat mir das Auto abpfiffen, 4 Grad. Ich halt dein Maul. Okay, das habe ich nicht aggressiv ist. Ach so, krass. Keine Ahnung, Catcalling im Auto war das. Ach so, meinst du? Mich dann recht schmutzig gefühlt und hab dann noch duschen müssen. Na. Sind deine Lieblingssnacks beim Filme schauen? Ganz easy. Ja, nicht easy. Ich hab 2. Ich kann sagen, du schaust in die Filme. 2. Ja, ich aber deine Snacks kannst du schon merken, oder? Fettes Schwein. Ja, schau mich an! Schaust du überhaupt, frisst einfach so Snacks oder Filme? Was hab ich gerade angeschaut? Ich weiß, die Tüten Chips. Nein! Was hast du da gerade angeschaut? Eine Tüten Chips, der ist sehr stark tatsächlich. Das ist gut. Ich hab nicht mitgekriegt, weil ein Kopf im Popcorn einmal gehabt hat. Ja, aber das weißt du immer noch keine Antwort. Nicht? Nein, verzeih jetzt. Na, warum ich? Ja, weil du hast angefangen zu... Nein, du bist die ganze Zeit am Schmatzen. Wo jetzt, daheim oder im Kino? Erst daheim, dann im Kino. Daheim alles, was ich im Finger krieg, sag mal. Aber du musst ja irgendeinen Lieblingssnack so haben, wo du sagst, wow, lecker. Ja, ich bin daheim ehrlich gesagt nicht so beim Film, ich schaue so viele Filme daheim und ich snack nicht alle, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber sagen wir mal daheim, ist ein bisschen ein Schoki mal, gell? Schoki? Ja, da mache ich mal einen Schoki-Snack und im Kino, da variiert halt dann alle von so einem geilen, sauren Gummibärli-Mix. Salzige Popcorn finde ich geil. Noch geiler sind sie gemischt, salzig süßes gemischt, das ist richtig geil. Oder halt einmal geil. So habe ich lange abgesagt. Oder geil Nachos, und zwar mit da gibt es im Cineplex, also bis jetzt habe ich es nur im Cineplex gesehen, die haben so was ist das für Sauce? Nicht die Salsa, sondern die haben so scharf süßlich, so Chili, Sweet Chili, genau. Oh, lecker. Nachos mit dem. Hat sonst kein Kino, diese Dinger habe ich bis jetzt nur im Cineplex gesehen, also sind anscheinend wirklich die einzigen, die sich da mag ich am lieber die Kassos. Also, was ist das für uns? Was ist da immer? Alle, für Spielberg, iPhone. Ja, für Spielberg finde ich nämlich auch, weil... Ich war schon so krass lange nicht mehr im Kino, dass es fast schon Schmerzen verursacht, dass genauso Leute wie die dann in den Nachos ungefähr so essen, so. Und dann in mir das geknallt. Also ich bin regelmäßig im Kino und das Kino ist so laut, das hörst nicht. Ja, der Birger ist ja ich schon. Ich bin so geräuschempfindlich, was das betrifft, ist, wenn ich einmal her oder das Rascheln in einer Tüten oder irgend sowas. Und dann kommt noch dazu, dass meistens irgendwie 8-jährige Kinder umeinander schreien. Da sage ich, Freunde, der Sonne dazu nicht. Was kostet die Kinokarten mittlerweile? Weiß ich nicht. War schon ewig nicht mehr. Zwischen 7 und 10 Euro, je nachdem, ob es... Nicht mehr! Je nach Kino und je nach 3D oder nicht 3D. Und so ich gerade sagen, das wundert mich jetzt richtig. Also das Blattlinger Kino zum Beispiel ist nur sehr günstig. Da zahlst du, glaube ich, beim normalen Kinotag 7 Euro, wenn es ein Stück normaler 2D-Film ist. Da hätte ich mir jetzt eigentlich gedacht, da alles ja deiner wird, dass das viel deiner ist. Ja, wenn du dann in ein bisschen größere Kinos gehst, dann kommst du halt schon auf die 90 Euro. Selbst das heute noch für... Ja, nicht. Also finde ich jetzt auch nicht extrem. Es hat doch vor 15 Jahren schon ein Kinokarten 10 Euro gekostet. Das gibt's ja nicht. Da brauchen sie sich nicht wundern, wenn es pleite gingen. Was ist mit denen? Dafür kostet wahrscheinlich eine Tüten Popcorn 18,50. Die haben extrem da, ja. Ja, das Kindermenü im Blattling kostet 3,50. Da habe ich immer eine unfassbar gute Idee gehabt. So eine kleine 8-Jährige und einen 5-jährigen Nico. Klingelbeitel gibt's noch. Kindermenü. Ja.
Du musst das Kino und Klingelbeil durchs Kino gelassen. Allem Fahren im niederbayerischen Raum. Weil der Bock auf Nachos, fix mal. Habe ich mir eigentlich eine gute Idee gehabt und habe mich immer gefragt, warum es das nicht gibt. Für die Leute, die da halt keinen Bock drauf haben, warum gibt es kein Kino mit Kopfhörer? Und zwar richtig gute, die da nicht die Arbeitsschlapp fallen nach 2 Stunden und sehen, gibt's. Warum gibt's das nicht? Ja, weil die Leute nicht dumm sind und das Zeug machen. Vielleicht, vielleicht aus hygienischen Gründen, weil du dir auch nicht so einfach immer säubern kannst. Wenn es dann bloß liegst, müsst ihr dann das Personal schon durchgehen, müsst ihr desinfizieren. Das kannst du schon machen, aber da gibt's wie Probiersäckerl. Gibt's so Teile zum über die kriegt jeder beim nächsten Kopfhörer, ja, dann kriegst du ein kleines Plastiktütel mit die Ohrmuschel. Das ist dann zum Kindermenü dazu, so ein Probiersackerl. Weißt du, wie das umsetzt? Gibt's einen Klingenbeitel, Probierklingenbeitel. Nice. Ja, kurz da, der gefällt mir gut, Florian. Der war richtig best, der ist nicht, der kommt normal nicht von dir. Ja. So nicht, Florian. Was soll ich machen? Flug ja nicht, so geht's nicht. Deswegen, da habe ich mich immer gefragt, warum gibt's sowas nicht. Es gibt ja mittlerweile auch was teuer ist, wenn du da für jeden Bloß einen Kopfhörer, einen richtig guten, schnurlos, ja, wo ich den sieht, da musst du brauchst einen Strom, weil wenn das mittendrin ist, ist es auch behindert, das ist auch klar. Gut, du kannst schon mit Ladestation am Sitz machen, aber schon, dass du da einstecken musst, nach dem Anschauen, dann lohnt es sich auch. Ja, oder du machst es halt alternativ. Ja, irgendwann ist der Akku kaputt und dann holst du immer so lange, wenn irgendeine Kundschaft, sag jetzt mal, wenn ich jetzt Kinobesitzer wäre, wenn irgendeine Kundschaft mitten unter dem Film passiert, der Ton geht nicht mehr, dann sag ich, ja. Deswegen mit Kabel am Stuhl zum Anstecken. Aber wenn du das alternativ machst, also wenn du jetzt sagst, okay, die wo jetzt wirklich keinen Bock haben wie du. Nur eine bessere Idee. Warum muss ich die Kopfhörer zur Verfügung stellen? Ich meine, ich bin ja der die extra Wurst möchte. Ja, aber wer dann komm ich, dann mach du in deinen scheiß Kinosessel da einen Audioklinkenstecker rein, dann komm ich, setz mein eigenes Headset auf und steck das da an. Und denk mir so, fuck you everybody, rundum und schau mal den Kinofilm an. Ja, geiler wird's ja nicht mehr. Hey, Mr. Kinobesitzer, hear me out. Eat me out. Haben wir irgendwelche Kinobesitzer oder Leute, die, eigentlich hätten wir jemanden, der richtig viel Kinoleute kennt. Ja. Kannst du mir nachfragen, was die Scheiße eigentlich so, ich da sofort kommen und dann kostet der Sitz, das sage ich dir, wie es ist, da wäre ich bereit dazu, einen 20er zum zahlen für den Sitz. Ja, auf der Stelle! Nimm halt deinen eigenen Sitz mit. Echt? Und legst den Film ein. Ja, nimm den Laptop mit und schmeißt da Kassetten für dich. Dann kannst du Deutsch. Einen raubkopierten mitnehmen und der fuck, ich nehme meinen eigenen Stuhl mit, mein eigener Ding, mein eigener Sessel, mein eigener Laptop und dann schaue ich mir die raubkopierte Version und die da gerade im Kino läuft. Fuck you! Mal ein Gegenfestel vor dem Kino. Aber es gibt ja auch diese Silent Discos, die gibt es ja mittlerweile schon. Da muss dann wo jeder Kopfhörer aufhat. Wo jeder Kopfhörer aufhat und alle tanzen. Das schaut eigentlich total behindert aus, aber voll egal wer das schon mal gemacht hat, der sagt, das ist geil. Hi, I'm Katie Irgendwas and I'm your dancing instructor. Vor allem witzig wäre, wenn jeder einen anderen Song hätte. Da habe ich mal so Videos gesehen, so Rape My Wie läuft das da? Weiß das jemand? Oder den fetten Metal und von dem Moshpit mit den ganzen Techno-Aufnahmen drin. Dropkick. Ich habe mal so ein Video gesehen, da wo es dann 4 Leute so Kopfhörer aufhaben und dieses Silent Disco also in der Familie machen und dann haben aber 3 denselben Song und einer hat einen komplett anderen. Und dann steigert die da und die müssen dann am Schluss erraten, wer den nicht gehabt hat. Das ist witzig. Da wäre schon wieder so ein Handyvideo gesehen, wo einer vom 5. Stock oder so im Garten vom Nachbarn abgefilmt und dann stehen dann 3 oder 4 Männer drin und alle haben Kopfhörer auf. Ja, die beim Grillen sind. Ja, genau, und einer grillt und tanzt umeinander und der andere tanzt umeinander und der andere mal draußen und tanzt. Da habe ich so denke, ja, Männer sind primitiv, aber glücklich. Oh Gott, das ist von Mario Bart, aber das ist richtig. Das piepst mir aus dem nicht von Mario Bart. Nein, da kriege ich Herpes am Arsch. Ja, und mein Sitz. Das ist kann ich nicht mehr ins Kino mitnehmen. Sitzherpes. Das darf mich interessieren. Das nächste Mal, wenn du on Tour bist mit einem Kinobesitzer vielleicht einmal laberst oder so, kannst du einfach mal ganz konkret fragen, was ist der Grund und so. Ja, ob er sich und ohne Witz, ich bin mir hundertprozentig, dass ich nicht alleine bin, dass das triggert mich, da bin ich wahrscheinlich schon etwas speziell, aber an jedem... Überhaupt nicht, der Bierger ist total normal, meinst du? Voll Idiot. Das ist eine krasse Liebe. Scheiß Spacko. Das war eine richtig gute Idee, glaube ich, ich darf wieder ins Kino gehen, glaube ich. Das, wenn ich wissen darf, ich krieg da jetzt einen Kopfhörer und ich höre dann nichts. Ich verzeihe dann einfach, dass Blattling eingeführt hat, dass du dann mit dem Kopfhörer drin stehst. Das war eigentlich eine coole Idee, nicht so schlimm. Ich kann das mit Sicherheit nicht vorher irgendwo lesen, dass das jetzt gibt oder sonst irgendwas. Das war das Allergeilste. Dann gehst du da rein mit deinen Noise-Canceling-Kopfhörer und hörst und hast deine Ruhe. Sag ich dir, dann darf ich wahrscheinlich wieder ins Kino gehen. Nicht einfacher, und ich darf 20 Euro für den Sitz zahlen. Aber es war doch einfacher, wenn du das da leist. Also wenn es dir wirklich wie so ein Skiverleih. So ein Kopfhörerverleih und dann hast du praktisch alternativ die Kopfhörer auf, weil wenn du jetzt die Noise Cancelling Kopfhörer hast oder es gibt Leute, die wo das normal singen,
Ja, das ist ja kein Muss, das Ja, möchte ich natürlich hinaus. Ja. Na, okay, Dann sage ich, wenn ich So weit war ich Kopfhörer haben will, dann kostet mir die scheiß Kinokarten 7 Euro, dann sage ich, ich zahle 20. Hauptsache, ich muss den kleinen Scheiß schreizen und den Fettsack da hinten nicht beim Fressen zu hören. Ja, it is what it is. Und 28 Stunden lang in seiner behinderten Popcorn-Tüten umeinander rein. Ja, die frisst man normal vorm Film. Was ist jetzt du eigentlich beim Film am Liebern? Ich werde ein Film sein, du fettes Arschloch! Es hat fast keine Plastikflaschen dabei. Ja, das ist ein Becher. Der Sound ist der gleiche, du kreativloses Der macht eher so Kind. Der Strohhalm. Ja, zum Beispiel. Jedes Scheißgeräusch. Film möchte ich sehen. Man macht sowieso immer von seinem Nachbarn, wenn er sich einen Trinker kauft, nimmt man seinen Strohhalm und wirft einen Boden runter. Das ist Pflicht im Kino. Okay. Also, Warum klingelt eigentlich immer das verfickte Telefon, wenn wir mir da sitzen? Kruzifix nochmal! Ich glaube, wir müssen irgendwann rangehen. Ist ja bei dem erkennen. Die Nummer. Geh nicht hin. Vielleicht was du Ich hätte kriegst. einfach die Uni gehen lassen sollen und Ja, sagen ich so, such sie ja, jetzt mal. hallo bei Meier. Ja, nö. Nee, der Jannik ist nicht hier. Der ist nicht da, nee. Jannik Oh, Meier. was ich jetzt am liebsten, also daheim beim Snacken. Nein, Das beim war die Film eigentliche schauen. Frage, Beim oder? Film schauen, was du das Beim Film, was ich da Daheim snack. und im Was Kino. du beim Snacken schaust. Tatsächlich auch Schoki. Schoki ist geil, gell? Die haben wir eh schon einmal geredet, die Tuck Milka Schoki. Molig. Holy shit, Alter, was, zuerst habe ich die so, dann habe ich es mir gekauft, das ist Friedensnobelpreis verdächtig, Alter, weil die Scheiße Nur eigentlich, selber nur mit drüber Schick's sitzen. einmal um, ja. Wochenende weiter. Und Ben Jerry's hat mir als erstes drauf gebracht, dass süß und salzig richtig gut funktioniert. In Voll diesem geil, ja. Salted Caramel, irgendwas Cream Dingsbums, keine Ahnung. Wow, das ist so geil. Und ich habe auch zuerst gemeint, der Amerikaner hat nicht ganz sauber, was so eine Scheiße. Ja, tu es mir her, weil was anderes war nicht da oder wie auch immer. Probieren müssen wir. Probieren. Wow, lecker, du bist behindert. Und dann Das die meistens Milka war nur Schoki. Zwingsalz. Weil ich mir immer tatsächlich Zwingsalz. beim Chips fressen, ich mag auch gerne Tacos mit Käsedip. Ja. Und da gehe ich mir meistens selber dann beim Knuspern so krass auf den Sack, dass ich am Film nicht mehr her. Und dann denke ich mir so, das ist voll Kopfhörer, behindert. Idee. Alter. Ja. Ja, da hilft es auch nicht, weil selber ist das im Maul einfach so laut, dass ich nichts mehr her. Das nervt mich. Da musst Schreib du eine dann, schlechte Rezension, weil du hast ihn selber im Kino gehört. gern. Das Sound in dem Film ist das letzte, Mann. so den Arsch auf die Zunge auffälligen und es geht los. Und da haben wir wieder so ein bisschen eine Rückreise in unsere Nostalgie-Folgen. Da glaube ich, haben wir mal über Gürtel von früher geredet und haben auch mal über Hitchis geredet. Und die sauren Bratenschlangen und die sauren runden Schlangen und Hitchis Beine. selber. Hitchler. Die- Die haben nur blau, glaube ich. Es gibt aber auch bunte. Ja, genau. Und Cola gibt es jetzt auch noch. Die habe ich noch nicht gesehen. Und Hitchis saure Dino-Krallen, glaube ich, sind auch geil. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Richtig cool. Das gibt es bei uns noch nicht. Aber ich habe schon gesehen, dass es sowohl im Kaufland als auch im Edeka ist das Hitchis-Sortiment nicht mehr nur so breit, sondern mittlerweile schon so breit. Also sie haben schon verstanden, so geile Scheiße. Das ist, ich glaube ich, so am liebsten. Okay. Und im Kino, da bin ich einer von den Arschlöchern, weil die anderen ist so offensichtlich wurscht, wenn jemand frisst. Knickknacks. Oh, I fucking love Knickknacks. Da muss ich immer, wenn ihr an Nicknacks hersägt, dann muss ich immer an dein Video von damals Dinger. Das musst du aber Nein. Was dann? Da wo du die geraged hast über die Nicknacks. Wenn ich Erdnüsse will, dann gehe ich zum Öltchen, Mann, und hol mir Erdnüsse. Ich will nur die Schale von den Nicknacks. Da hat er aber auch recht gehabt. Das ist Ja, verdammt klug. warum gibt's nicht eine Backe mit nur der Schale von den Knickknacks? Das ist wie Gickerlhaut. Ja, das ist aber auch richtig. Weißt, wenn ich Erdnüssen merke, dann frage ich den Öltchen nach Erdnüssen. Wo ist der Knickknacks-Schalen, Mann? Da muss jetzt Wo ist der? die Dinger, ja. Petition aufmachen, ich will den Knickknacks-Schalen, Mann. Oh, so Ja. große Platten. Ja! Ja. So wie ein Dorf ist schon klar, Ja, Knickknack-Rand oberfressen. Und dann nicht zum Abbeißen, sondern nur zum Abschlecken. Das ist immer so ein bisschen. Oder so wie, und dann gibt es verschiedene Editionen, wie bei Milka Vollhaselnuss, dann halt dort dazwischen ein paar Erdnüsse drin. In der, oh Gott! Ich will es haben, jetzt! Musst du noch sofort zum Snacken kaufen. Haben wir wieder so weit, da die 9,99 € zahlen pro Toffee. Los, jetzt! Mindestens. Der Apple-User 16. Was soll ich sagen, wo Oh, ich zahlen? bei der Kasse muss der Handy jetzt sagen, so. wenn es ein iPhone ist, dann 15. Ja, ist doch richtig. Das passt Die haben ja das Geld. Und du? Ich bin zwei Sachen beim. Wenn Gehst du außer beim Eberhofer überhaupt ins Kino? Eberhofer habe ich noch nicht mehr geschaut. Also, der ist, da habe ich, Ja, da ins hab ich Kino geht, angefangen, der mal kennt wirklich. sowieso einen Ding, Den habe ich angefangen und nach 20 Minuten habe ich gesagt, auf gar keinen Fall schaue ich den fertig. Das ist klar. Ich habe nicht einmal 20 geschafft. Das ist so viel Fremdscheimer, Das cringy ist Scheißdreck, so das schlecht. ist unfassbar. Also, boah, ich weiß nicht. Also, jeder, Das ist richtig krass, ja. Weiß ich nicht. Cringy. Also bei mir haben es eigentlich Chips, die wo ich immer is. Also Chips, ich bin ganz Welche? nur salzig. Es ist
Orientale von die Funny Fresh. Die sind aber nicht sehr salzig. Doch, das Orientale, dieses ist schon salzig, so ein bisschen. Dieses geschmacklich explosionstechnisch. Das ist schon so. Fickt euch. Natürlich ist das salzig. Und damit erklär uns mal, was Salz ist. Ja. Das ist weiß. Erklär mal. Das ist Koks, was du meinst. Und der Film ist schnell laufen! Und egal wie schlecht man es redet, immer noch wie früher die chinesischen Nudeln. Diese Yum-Yum. Yum-Yum, ohne gekocht, ohne irgendwas, einfach eine Schüssel mit dem Da haben wir schon einmal geredet und das Lustige war, das war letztes Jahr, kurz nachdem wir Winterpäuschen gehabt haben und dann war Silvester und dann war jemand bei uns und der hat meine Sammlung an Paletten für Yum-Yum-Nudeln gesehen und so, da kriege ich eins. Und ich denk, ja, da ist der Wasserkocher, aber nein, einfach so. Ja. Ich denk, das darf nicht die Wahrheit sein. Geil. Das darf nicht die Wahrheit sein. Und dann das musst du mal probieren, das ist das eine, das mischen und da probieren. Richtig geil. Ich war trotzdem voll gesagt, ja, ist geil. Und hab dann 2 Hände vergessen und bin gegangen. Und denk, wer tut denn sowas? Du isst aber keine rohe Nudeln nicht. Nein! Beste. Doch, das ist einfach nur gut. Rohe Nudeln, immer ein paar mehr aus, die du musst, oder wenn du es kurz im Wasser schon hast, einfach kurz raus und schon probieren, ob fertig ist. Nach einer halben Minuten. Muss nur ein bisschen warm sein. Ja, sozialen Penner. Geil. Lass uns. Haben wir wieder bei Nudeln. Wir haben recht oft kommentiert worden für die Carbonara-Nudeln. Da hat einer einen richtig guten, wichtigen Tipp gegeben. 2, oder? 2 sogar richtig mit dem Käse, oder? Mit dem Schinken. Diesem Käse, ich glaube, ich habe es erwähnt mit dem Käse, aber das ist der wichtigste Bestandteil natürlich an der Soße. Der Pecorino. Und beim Speck der Guanciale. Und es kann das ganze Jahr, sondern Babidi Puppe Guanciale Stacazzo. Babene. Stracciatella. Haben wir das Strunz am Kopf. Strunz. Und nur das Eigelb, nicht das ganze Ei. Hat sogar nicht drunter gefragt, so, wow, das habe ich gar nicht gewusst und Dinge. Wir müssen mehr über das Essen labern. Ja. Vor allem haben die Leute so richtig geil angefragt, weil sie dann Hunger kriegen. Ja, aber ich bin auch. Ja, ich habe auch Hunger, was soll ich machen? Ich habe nichts gegessen. Ich habe jetzt einen keine gefressen. Dürüm und Deep Throat mit dem. Oh, leck, der Deep Throat Dürüm hätte ich jetzt auch gern. Richtig geil. Ich gehe jetzt in Kira. Du gehst in Kira, isst lieber gar nichts. Du, 14 Maßen sind auch ein Schnitzel. 14 jetzt schon. 14 Maßen sind ein Schnitzel. Das ist ja drum Schnitzel. Das ist gestrickt. Das ist gestrickt mit Panat. Das ist genau dasselbe. Das gibt es ja tatsächlich sogar, gell? Hey, beim Schnitzel ist es ähnlich wie mit den Nicknacks. Hätte ich auch bloß gern Panat. Aber die kann man ja auch so einfach auch frittieren und fressen. Hey, aber dann ist das nicht so gut, die muss ja so dünn sein. Vielleicht ist das dasselbe Problem wie bei den Nicknacks. Deswegen kann man keinen Platten. Nein, das glaube ich nicht. Nicknack-Ding ist geil. Punkt. Ja, die ist geil, aber du kannst auch, ich glaube, dass wenn du einen Klumpen oder so Platten von der Nicknack, dann ist es zu dick. Wenn du das frittierst, dann wird das außen halt schwarz, bevor das innere knusprig wird. Ja, aber das ist ja nicht unser Problem. Ich würde sagen, das ist richtig. Also ich sage, wir können am Mond fliegen, aber schafft man nicht ein Nicknack-Ding zu machen. Für was haben wir den Lebensmitteltechniker? Ja, eben. Haben wir einen Lebensmitteltechniker in der Community? Und falls ja, bitte melde dich. Ich habe offensichtlich eine richtig geile Idee. Und wenn wir das hinkriegen, Fitti, Alter. Fitti. Da meine ich ernst, das war richtig geil. Ja. Das ist was, das gibt's noch nicht. 50-50, er sagt, was er haben möchte. Der Lebensmitteltechniker sitzt die Stunden, Tage, Woche in Wien und ermittelt, wie man das macht. Hallo, ich bin's Marketing. Ja, Birger sagt einmal 50-50 bei uns, gell? Ja. Also ich krieg 50% von nichts und du kriegst die anderen 50%. Ja, 50% von nichts ist ja nun mal nichts, du Trottel. Wo haben wir ein Sponsoring, wie man aufklebt? Du kannst aufs Auto aufgeben, musst auch noch Werbung für diesmal. Im Auto habe ich jetzt einen Arschloch aufgeklebt. Von einem Arschloch? Ja, da war nämlich jetzt, wo wir auf dem Konzert waren am Freitag, waren in die Klos so Arschlochaufkleber und da war eine Freundin dabei, die hat dann das mitgenommen und jetzt biegt halt ein Arschloch bei mir im Auto. Ich habe mir das erste Mal in meinem Leben Sticker gekauft. Das ist eigentlich ein richtig lustiger Witz. Was denn? Weiß ich nicht, wenn irgendein Besuch von einer Freundin irgendwo liegt, dann fotografierst du den Arschloch, machst Aufkleber und verteilst das überall in die Klos und überall. Ich find's schon lustig. Dann musst du immer wissen, so stell dir vor, wo der Arschloch überkriegt. Aber das passt wieder zusammen mit meinen Sticker, die ich bestellt habe. Ich glaube, ich konnte es sagen, weil der Maxi hat jetzt dann Geburtstag und wir waren damals in Peruka und haben so Aufkleber gesehen. So dieses Verstehen Sie Spaß-Logo kennst vielleicht, da wo doch der Blondhupfer, der Guido, wie heißt der mit Nachnamen? Westerwelle. Genau. Es gibt noch einen Guido in ganz Deutschland. Der Ding, der wo das moderiert, den Verstehen Sie Spaß. Guido Schranz. Wenn er in Peruka will, war Guido Drum and Bass. Gib doch einfach eine normale Antwort. Ja, wenn es nicht weißt, du voll Idiot. Ja, dann sag's halt. Okay. Du redest aber. Ja. Guido kann's, ja. Guido kann's nicht. Ja, genau. Guido kann's Fred. Der heißt wirklich Kann. Guido kann Fred.
Auf jeden Fall gibt es doch dieses Logo, da steht doch dieses Verstehen Sie Spaß. Ja. Und dann bist du ja der da in der Mitte. Und da gab es halt, da hat der Max dieses Logo gesehen und da steht halt dann, verspeisen Sie Arsch. Das ist so witzig, weil sie, ach Mann, okay. Die klingt einfach mal auf, die klingt einfach mal so durch. Und das hat damals so gefeiert, den habe ich ihm jetzt zum Geburtstag gekauft und die kriegt er von mir zum Geburtstag. Ah, da gefällt dir der Max. Verspeisen Sie Arsch? Richtig. Ja. Schickst du ihm einen Gutschein für einen Blowjob, Auf gar keinen Fall. Er kriegt dann einen wegen dem Geschenk. Stimmt, ja, so, das ist der Plan. Gay 69 im Steh gibt's dann. Okay. Wer hebt wen? Wer bewegt sich? Puh. Ja. So weit haben wir noch Das diffelt bis zum nächsten Mal, aber das ist diesmal eine Hausaufgabe. Also, eine Hausaufgabe diesmal, wie im Fight Club kriegt man immer eine Hausaufgabe ab jetzt, ist, ihr fotografiert jetzt unwissend natürlich das Arschloch von irgendeinem Kumpel von euch. Nein, von der Freundin bitte. Oder von der Freundin, ja. Aber nur das Arschloch. Nur wenn es gebleached ist. Kaue mag ich nicht. Nur gebleached. Ja. Egal wie anreidig, ob er nicht gerade putzt oder nicht, scheißegal, machst du ein wenig ein Foto davon. Dann lässt Aufkleber machen, ungefähr 1000, die kosten auch nicht einen Teufel, gibt es im Internet genug Services, die suchst du gefälligst aus, du fauler Wichser. Und dann verteilst die Aufkleber einfach irgendwo. Und wenn es dann schon alle verteilt worden sind, dann sagt sie es ihm erst. Das ist ein guter Witz. Feier ich. So! Aufruf zur sexuellen Belästigung, ich enthalte mich. Ich mag das auch nicht. Also ich distanziere mich von der Idee, weil ich find's ich find's lustig. Ich bin ganz weit weg. Ich find's für den Arsch. Ja. Bleib beim Guido Schranz. Ich hab das auf der Bild.de gelesen, dass es der neue TikTok-Trend wird. Erst haben wir sich Fotzen mit der Flascheneier. Ich wollte gerade sagen, wenn TikTok dazu aufrufen darf, dass man sich die Fotzen eintrischt und der wie zum Arschloch fotografieren aufrufen. Halt's bloß ein Maul. Ja gar nicht, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Flockiane. Tatzelwurm, servus. Er war stets bemüht. Ja. Ich war auch stets bemüht und schaut auf alle Fälle beim Trachtmann vorbei, weil sonst gibt's eine Hinterkläffe oder was weiß ich was jetzt. Bis nächste Woche! Bussi aufs Nussi, tschüss! Okay, bye. Gangster, muss so sein, Gangster.